Hallo zusammen. Ich erzähle euch die Geschichte von Cornelius. Die Geschichte hat der Leo Lionni geschrieben. Schau auch da. Die kleinen Krokodileier platzen in der heissen Mittagssonne. Die kleinen Krokodile kriechen alle raus und krabbeln auf allen vier ans Flussufer. Alle bis auf den Cornelius. Der spaziert aufrecht und stolz aus der Eierschale raus. Der Cornelius wird grösser und kräftiger und auch jetzt krabbelt er nicht viel auf allen vier durch die Gegend. Der Cornelius sieht Sachen, wo vor ihm noch nie ein Krokodil gesehen hat. «Ich habe weit über die Büsche gesehen», sagt er. Die anderen schauen ihn nur an. «Na und? Für was soll das gut sein?» sagen sie. «Ich kann den Fisch auf den Kopf schauen», sagt Cornelius. «Na und?» sagen die anderen wieder. Da wird der Cornelius verrückt und geht weg. Er ist noch nicht lang unterwegs, da trifft er einen Aff. «Ich kann aufrecht laufen», sagt der Cornelius stolz. «Und aus dem Grund kann ich Sachen sehen, die ganz weit weg sind.» «Schau einmal, was ich kann», sagt der Aff. «Ich kann auf dem Kopf stehen.» «Und ich kann an meinem Schwanz am Baum hängen.» Der Cornelius ist ganz erstaunt. «Kann ich das auch lernen?» fragt er. «Ja sicher», antwortet der Affe. «Alles, was du brauchst, ist Fleiss und ein kleines bisschen Hilfe.» Der Cornelius übt und langsam lernt er die schwierigen Kunststückchen. Der Affe freut sich, dass er helfen kann. Der Cornelius hat schliesslich gelernt, auf dem Kopf zu stehen und an seinem Schwanz zu hängen und läuft darum stolz zum Flussufer zurück. «Achtung, Achtung!» ruft er. «Ich kann auf meinem Kopf stehen.» «Na und?» sagen die anderen. «Und ich kann an meinem Schwanz hängen.» Aber die anderen schauen nur und sagen wieder «Na und?» Jetzt ist der Cornelius enttäuscht und verrückt. Er entscheidet sich, gerade wieder zurück zum Aff zu gehen. Der Cornelius läuft los. Doch nach ein paar Schritten dreht er sich nochmal um. Und was sieht er? Er sieht, wie die anderen versuchen, auf dem Kopf zu stehen und an ihren Schwänzen zu hängen. Da lächelt der Cornelius und geht weiter. Das Leben am Flussufer wird nie mehr das Gleiche sein, wie es einmal war. Das war die Geschichte von Cornelius. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!